Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum knappen Ergebnis, aber nicht knappen Spiel. Zu Hause 3:2 am 23. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Ja, bevor wir das kurz durchgehen und die Spielerbenotung, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ja, gehen wir es kurz durch. Ich würde sagen, eine überragende erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten, also überragende 20 Minuten würde ich sagen, starke 25 Minuten. Danach haben wir dann ein bisschen mehr verwaltet oder was heißt verwaltet, ist falsch. Ja, wir haben trotzdem weiter versucht, Feuer zu machen, aber waren halt nicht mehr so 110% im Gegenpressing. Aber ey, da stand es auch 2:0 so, ja. Also alles gut, völlig verständlich. Platz war tief, war anstrengend heute. Denke mal, das hat man auch gesehen. Insgesamt eine sehr, sehr starke erste Halbzeit, muss man ganz klar sagen. Das Spiel dominiert, zu 110% im Griff gehabt. Alles war gut. Zweite Halbzeit, ja, hat uns so ein bisschen der Zugriff gefehlt, ja. Waren wir so ein bisschen, ja, ich weiß nicht warum, so Kräfte schonen. Ich weiß nicht, wenn man alle 7 Tage spielt, muss man nicht Kräfte schonen. Ähm, Dass man dann Eintracht am Ende des Tages durch so einen komischen Elfmeter zurückholt, ich habe keine Ahnung. Ich habe in den Bildern es nicht gesehen, dass da 'ne Berührung da war, aber gehen wir mal davon aus, es war eine Berührung da, dann ist es ein Elfmeter und gut ist. So, brauchen wir nicht rumdiskutieren. Und dann das Anschlusstor, ja, passt einfach zu Kimmichs Form. So, ich habe ja die Hoffnung gehabt, so wenn jetzt diese Trainingswochen da sind, ja, wo wir nur alle 7 Tage ein Spiel haben, dass sich Kimmich ein bisschen fängt, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht war es heute geschuldet, ich glaube, er stand auch vor der fünften Gelben, oder? Ähm, Vielleicht war es deswegen ein bisschen geschuldet, aber ich weiß nicht. Also, das war heute, wie oft man um Kimmich drumherum gespielt hat, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, war schon sehr auffällig, ja. Ist natürlich auch verständlich, weil Kimmich unser Spiel unser Aufbauspiel sehr lahmarschig macht, so. Deswegen verstehe ich das schon, wenn man ihn dann eher ausklammert, ja. Das hat man ziemlich häufig getan, wenn man ehrlich ist. Erst dann, wo wir so ein paar Gänge rausgenommen haben, hat man auch öfter mal Kimmich den Ball, gespielt. War schon auffällig, fand ich. Ja, weiß nicht, was mit Josh los ist, aber da kommen wir in der Spielerbewertung zu. Ja, aber ansonsten, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, nicht nach dem 3:1, nicht nach dem 3:2, als geht jetzt das große Zittern los oder sonst was. Ja, Frankfurt war auch nicht so, also, noch mal, die haben Elfmeter bekommen und, 'n geschenktes Tor. So, das ist, was Frankfurt an Chancen hatte. So ehrlich muss man auch mal sein. Ansonsten war da nichts von Eintracht Frankfurt. Punkt. Ja, das eine Pfostending von Burkhardt, nachdem er eingewechselt wurde. Das war alles, was Eintracht Frankfurt an nennenswerten Chancen hatte, ja. Wir haben mehr als genug Chancen gehabt, wir haben halt einfach zu wenig Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Ja, das gehört halt auch noch zur Wahrheit, meiner Meinung nach. Ja, jetzt könnt ihr den XG-Wert anführen, der, glaube ich, sogar für Frankfurt spricht. Ja, interessiert mich nicht. So, ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, Alter. Diese ganzen, Hightech-Statistiken, wer das Spiel gesehen hat, ja. Ja, nochmal, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wenn wir noch 2 Stunden gespielt hätten, als wird Eintracht Frankfurt da nochmal die große Torchance kriegen. Dann eher so, ja, eiern wir uns noch ein Ding selber rein, ja? Das wäre dann vielleicht die Frage der Zeit gewesen. Aber ansonsten, also, wie gesagt, Eintracht Frankfurt hat relativ wenig zu ihren 2 Toren beigesteuert. Ähm, ja, und dann kommt halt so ein Ergebnis zustande, ja. Das Wichtige ist, das Ergebnis ist da, 3:2, ja. Schöner wären 3:0 gewesen, was mein Tipp war, alles gut. Am Ende ist das Spiel verdient gewonnen. Ich denke, das ist auch noch wichtig. Und ja, jetzt gilt es daran anzuknüpfen. Ja, ich habe lange Zeit nicht so eine guten ersten 20 Minuten gesehen, wie wir gespielt haben. Wir haben endlich mal wieder Vollgas gegeben, endlich mal wieder das Gegenpressing sehr stark, entwickelt. Ja, die letzten Wochen war das nicht mehr so, verständlich, weil viele Spiele und so weiter. Das hat mir gut gefallen. Zweite Halbzeit, wie gesagt, hat so 'n Funken gefehlt, ja. Spätestens nach dem 3:0
hat man sich da ein bisschen einholen lassen, hat Frankfurt ein bisschen mehr den Ball gegeben. Generell zweite Halbzeit war Frankfurt natürlich viel, viel besser oder viel, viel mehr im Ballbesitz. Ähm, ja, weil wir einfach so das Heft des Handelns so ein bisschen aus der Hand gegeben haben. Aber Frankfurt war dabei jetzt auch nicht irgendwie super gefährlich oder hat sich da irgendwelche großen Chancen erspielt, ja. Das gehört auch zur Wahrheit. Natürlich gute Besserung an Fonsi. Ähm, ja, wilde Szene, ja. Ich hoffe, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ähm, Fonsi hat bis dahin 'n gutes Spiel gemacht. Hat mich überrascht. Er hat diese was ich ihm ja abgesprochen hatte so 'n bisschen, ja, oder was ich gesagt habe, was er bisher nicht gemacht hat, hat er heute gemacht. Er hat heute diese Halbposition gespielt im Mittelfeld, ja. Nicht diese: „Ich klebe an der Außenlinie“, sondern er war in dieser Halbfeldposition. Das war nicht gut. Was heißt nicht gut, aber es war okay. Ähm, aber da sieht man halt, dass Alphonso Davies da 'n bisschen die spielerischen Mittel für fehlen, meiner Meinung nach, um diese Position zu bekleiden. Ähm Oder sie adäquat zu bekleiden. Vielleicht lernt er es, ja, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Wie gesagt, Talent ist genug vorhanden. Wie gesagt, gute Besserung. Aber ja, da gehen wir ein bisschen drauf ein, wenn wir bei der Spielerbenotung sind, würde ich sagen, ne? Werfen wir erst mal 'n Blick in die Statistiken, in die obligatorischen. Ich aktualisiere den Bums hier auch noch mal. Gut, 3:2. Ballbesitz 50:50, Abseits 1:0, Fouls 9:10, Zweikampfquote 60% zu 40% für uns, Schüsse aufs Tor 11:3. Ja, da sehen wir schon, was ich meinte, ja, zu Chancen von Eintracht Frankfurt. Ist 'n Witz, dass man dann auf den gleichen XG-Wert kommt oder sogar 'n höherer XG-Wert für Frankfurt, wenn wir 11 Schüsse aufs Tor haben und die nur 3. Ist schon wild, oder? Deswegen sage ich ja, gebt mal auf diese Werte nicht allzu viel, ja? Auch bei Schüsse insgesamt 24:9. So, wie was sagt dann dieser XG-Wert aus, ne? You know what I mean? Ecken 8:2, angekommene Pässe 466, 438, Flanken 9,8. Schüsse insgesamt: Harry Kane 8, Michael Olise 6, Jamal Musiala 3, Torschussvorlagen, Stunny eine. Grüße gehen raus an den Kommentarschreiber, kommen wir gleich noch zu. Kimmich eine, gewonnene Zweikämpfe, Olise 7, Davis 6, Stunny 6. Ballkontakte 88 Olise, 79 Kim, 78 Upper. Ja, da seht ihr schon, ne, da ist kein König Kimmich zu sehen diesmal unter den Ballkontakten, wo er eigentlich immer dabei ist. Das ist, was ich sagte, man hat heute ein bisschen um Kimmich herumgespielt, ne? Gefoult worden schenken wir uns wie immer. Damit gehen wir rein in die Benotung. Guck mal, da ist noch Conny Leimer drin. Wir fangen mal mit Kompany an. Diese Verwirrung an der Außenlinie hat mich heute ein bisschen verwirrt auch. Ja, da standen irgendwelche Spieler rum, dann wieder runter, dann wieder nicht mehr, dann doch und wieder hin und wieder rein und raus und 500 Mal rumüberlegt und, das kann man natürlich jetzt positiv auslegen, indem man sagt: „Ey, voll auf alle Situationen vorbereitet.“ Kannst du aber auch negativ auslegen, dass einfach kein klarer Plan da war. Ähm, fand ich irgendwie alles ein bisschen wild. Aufstellung, ja, ja. Aufstellung ist okay. Ja, gerade vorne hätte ich genauso aufgestellt. Wie gesagt, ich glaube, man hätte Kimmich mal in der Halbzeitpause erlösen müssen. Ich glaube, das wäre der richtige Move gewesen. Ähm, ansonsten war die Aufstellung völlig fein. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Ja, die Wechsel, ja, die hätten vielleicht mal ein bisschen eher kommen können, ja, erst in der 78. die ersten Wechsel zu machen. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, da stand's 3:0, oder? Ja. Also, da stand's 3:0. Ähm, im Großen und Ganzen denke ich, war es okay. Ich mache 'ne 2,5 raus. Ich weiß nicht, mir hat heute so ein bisschen so das i-Tüpfelchen gefehlt für 'ne Note 2. Gut, Jonas Urbich, ja, super schwer zu benoten heute. Ist dasselbe wie, wenn wir Manuel Neuer benoten müssen, wenn er nix zu tun hat. Das, was er zu tun hatte, hat's fußballerisch gut gelöst. Auch die Szene mit Kimmich, das war nicht Urbich sein Ding, ja. Er hat das in den 1 gegen 2 noch gut gelöst. Hätte Kimmich den Ball halt einfach noch mal zurück auf Urbich spielen können, hätte Urbich das Ding lang geschlagen oder hätte den Spieler angeschossen, das Ding wäre zur Ecke gegangen. Oder Kimmich hätte das Ding gleich lang die Linie schicken müssen und dann wäre gut gewesen, ja.
Man spielt doch nicht den Ball, wenn das Tor da leer steht, quer darüber. Also, sorry, Katastrophe, ja. Ähm, von daher kann ich 'n Obich heute super schlecht benoten. Der Elfer war super stark geschossen, da konnte er gar nichts machen. Beim zweiten Gegentor war er halt nicht im Tor, was nicht sein Fehler war. Er stand da, wo man stehen muss, dass er den Ball bekommt und um ihn dann lang zu prügeln. Ähm, ansonsten hat er noch einen Torschuss gehabt. Das war das Ding, was an den Pfosten ging. Da war er auch noch in der richtigen Ecke. Ja, von daher Note 3. Wie gesagt, ich habe nichts, was ich heute an Obich irgendwie groß benoten könnte. Ja. Es war nichts super Starkes, nichts super Schlechtes. Hatte super wenig Szenen. Erste Halbzeit gar keine oder ich glaube einen Ballkontakt gefühlt, ja. War 2, dreimal sehr weit draußen, ja, stimmt, das hat er gut gemacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, um das ernsthaft benoten zu können, Note 3 von meiner Seite. Eine gute 3. Gut, weiter geht's mit Davis. Fonsi, habe ich ja schon gesagt, hat eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, hat mir ganz gut gefallen auf der Position, auch wenn man gesehen hat, dass er da ein paar Limitierungen hat und mit Sicherheit kein Konrad Laimer ist oder Stanisic. Aber ganz ehrlich, so oft hat er die Pose jetzt, die Innenschiene, noch nicht gespielt und dafür waren ein 2 Kombinationen mit Diaz zusammen, waren schon ordentlich. Auch ein 2 gute Pässe auf Musiala, der da in den Raum ist, hat er ordentlich gemacht. Ist natürlich eine Menge Luft nach oben, ja. Was mir heute wieder gut gefallen hat, ist dieses, was ich schon sagte, nach vorne verteidigen, ja. Ähm, noch wenn Alphonso Davies hinten steht und ein Spieler kommt auf ihn zu, dann ja, dann ist das egal, ob er da steht. Aber dieses vorne wegverteidigen, so wie es auch unsere Innenverteidiger machen, nur dass unsere Außenverteidiger das schon 30 Meter weiter vorne machen, so quasi kurz hinter der Mittellinie. Das hat er 2, dreimal sehr, sehr gut gemacht, hat die Bälle da festgemacht, und das war ordentlich, ja. Also, ich habe nichts Negatives gesehen bei Fonzie Davies heute. Deswegen sehr schade mit der Verletzung. Hm, sehe ihn heute auch bei einer 3. Gut, Min-Jae, ja, Min-Jae hat Min-Jae-Sachen gemacht. Ja, hat ein, zwei Mal ein bisschen Probleme gehabt, hat er selber wieder ausgebessert. Ähm, Opa hatte auch ein, 2 Szenen, wo er 'n bisschen Probleme hatte. Aber im Großen und Ganzen hat Min-Jae das gemacht, was er kann, ja? Er kann 'n guten defensiven Zweikampf, er hat 'n gutes Stellungsspiel, gutes Kopfballspiel. Was er nicht kann, haben wir dann auch gesehen, grade in der zweiten Halbzeit. Du kannst nicht Min-Jae den Ball geben und der soll unser Spiel aufbauen. Das funktioniert nicht, ja? Das ist nicht Min-Jae Kim. Das kannst du mit dem Opa vielleicht machen, ja, der spielt die Bälle dann dahin. Min-Jae muss 'n ruhigen Part haben. Min-Jae braucht 'n ruhigen Part, der kann die Bälle verteilen, der kann auch mal 'n langen Ball schlagen, der kann die Bälle nach außen verteilen. Aber Min-Jae ist nicht der Spieler, den du den Ball gibst, wenn Eintracht Frankfurt da vorne anläuft und da müssen sich die zentralen Mittelfeldspieler einfach mehr anbieten, dass sie die Bälle kriegen, ja. Min-Jae hat keinen Fehler dabei gemacht heute, alles gut, ja, aber er sah 'n bisschen hilflos aus. Ähm, ansonsten fand ich's 'ne ordentliche Leistung von Min-Jae. Ja, bei dem Ball von Josh war natürlich Min-Jae in dieser Szene. Weiß ich nicht, würdest du ihn 10% Schuld mit anschreiben? Noch Josh darf den Ball da einfach nicht hinschieben, ja, klipp und klar. Ich sehe, Min-Jae heute auch bei 'ner 3. Opa sehe ich 'n Tacken besser wie Min-Jae heute. Ähm, grade was das Spiel nach vorne anbelangt, ja, war heute schon Lucio-mäßig unterwegs, muss man sagen. Ähm, ein, 2 kleine Missverständnisse, aber so ist das auch, wenn 'n Abwehrspieler mit nach vorne geht mit dem Ball auf Luis Diaz. Hatte eine schlechte Szene in der ersten Halbzeit, wo zum Glück raus nichts passiert ist. Ansonsten, ja, Opa fehlerlos, ja. Viele Ballkontakte gehabt, das Spiel von hinten heraus aufgebaut. Da war kein Kimmich, der das gemacht hat. Da war es noch eher 'n Pavlovic, grade in der ersten Halbzeit. Wenn Pavlo, durchgespielt hätte, wäre er wahrscheinlich auch unter den ersten 3 gewesen von den Ballkontakte her. Ähm, ja, aber Opa hat's ordentlich gemacht. Von daher würde ich sagen, Opa heute Note 2. Gut, kommen wir zu meinem angeblichen Lieblingsspieler, Josef Stanisic. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht mehr, wer es war in den letzten Top 10 Kommentaren. Ich habe es ja da schon gesagt gehabt, dass man entweder die Bayern-Spiele nicht guckt oder irgendwie eine ganz komische Ansicht von Josef Stanisic hat. Ich kann mich nur wiederholen, Stani hat heute wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, ja.
Gerade erste Halbzeit, ich meine, erstmal hat er das Tor vorbereitet für Heavy nach der Ecke, aber auch wie viel Bälle er wieder weggearbeitet hat im Gegenpressing alleine, wie viel gute Pässe er gespielt hat, wie oft er, wenn Opa rausgerückt ist, wie oft Stunny dann in der Innenverteidigerposi war und da stabil war. Ich weiß nicht, ob man das nicht sehen will und ich drehe das einfach mal um, weil man mir ja da irgendwie vorgeworfen hat: „Hey, ja, du siehst den Stunny zu gut, du magst den Stunny zu sehr.“ Ähm, Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja auch schon mal erklärt, ich bin eigentlich nicht so der große Stunny-Fan gewesen, wo er aus Leverkusen zurückkam, aber er macht's gerade halt einfach gut, ja. Ja, hat heute auch eine Flanke zugelassen so, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, das war schwach. Hat aber auch 2 dreimal das Ding sehr, sehr gut verhindert, ja, auch mal auf 'ner Kosten von der Ecke, mal auf Kosten von Einwurf, geht halt nicht anders als Außenverteidiger. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war Stani heute sehr, sehr stark, ja, vor allen Dingen erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war die ganze Mannschaft nicht mehr so, ja, da ist jeder ein bisschen abgefallen. Deswegen sehen wir heute auch viele Dreien, aber da ich Upa eine 2 gegeben habe, sehe ich Stani auch bei einer Note 2. War für mich ein starkes Spiel von Stani. Wie die letzten Spiele aber auch schon. Und damit kommen wir auch zum nächsten. Pavlo, auch Pavlo heute ein sehr, sehr starkes Spiel, ja. Ganz klar, wenn wir das Tor noch dabei geben, ja, komm, ich gebe ihm 'ne 1,5, weil er das Ding noch gemacht hat. Auch wenn es vielleicht ein Torwartfehler war, aber du musst halt auch erst mal in dieser Posi sein und dann da das Ding dann auch so aufs Tor bringen. Das hat er gemacht, aber nicht deswegen die 1,5. Ähm, Wie gesagt, ich habe ihn bei einer 2, 2,5 gesehen, gutes Spiel gemacht, aber aufgrund des Tores geht's 'n Tacken hoch, ja. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, erste Halbzeit, wie ich ja schon sagte, das ist gar nicht bös gemeint, wie er einfach um Kimmich rumgespielt hat. Ja, nochmal, er hat sich komplett emanzipiert von Josh. Ja, es gab eine Phase, wo er wirklich 80%, 85% immer nur auf Josh gespielt hat. Das war heute Ich habe heute vielleicht 3, 4 Bälle in der ersten Halbzeit gesehen, die er auf Josh gespielt hat, weil Josh dann einfach in einer besseren Posi stand. Ansonsten hat Pavlo unser Spiel gemacht. Komplett. Ja, Pavlo hat unser Spiel getragen aus der Zentrale raus. Das war nicht Josh, das war Pavlo. Ja, und das hat er gut gemacht. Immer wieder den Weg nach vorne gesucht. Ja, auch im Gegenpressing da gewesen. Wenn es aber auch sein musste, dann auch die Rollen getauscht, dann war er hinten im Raum und Kimmich war mal ein bisschen weiter vorne. Kimmich war leider nicht effektiv da vorne, ja, das muss man auch sagen. Aber wir sind ja noch bei Pavlo. Pavlo rundum, also er hat, aus meiner Sicht hat er in den letzten, lass mich kurz gucken, 1, 2, 3. Ja, eigentlich können wir schon sagen, seit der Rückrunde hat er noch mal 'n Stepper gemacht, ja. Und grade dieser Stepper so, dass er wieder, ja, das Selbstbewusstsein hat, das Spiel selber in die Hand zu nehmen und nicht zu sagen: „Ey, der König Josua muss das Spiel machen, deswegen gebe ich ihm lieber den Ball.“ Ne, genau eben nicht, ja, und das macht 'n Pavlo. Grade die letzten 3, 4, 5 Spiele und deswegen hat er so gute Noten bei mir. Er macht 'n überragenden Job grade, ja. Und ist sich halt auch nicht zu schade, dann auch defensiv die Wege mitzumachen und, auch da mal, war heute nicht so nicht so nötig, wo er auf dem Platz war, aber wenn es nötig ist, ist er auch da und zieht mal 'n Foul und so weiter, ja. Also, Pavlo ist auf 'n sehr, sehr guten Weg, ja. Hat auf jeden Fall 'n Stepper gemacht, definitiv. Gut, damit sind wir beim König angekommen. Ja, König Josua. Ja, schwierige Kiste heute wieder. Ja, ich habe 'n Kimmich so, bei 'ner 3, 3,5 gesehen. Nach dem Bock, ja, keine Ahnung. Ja, denke ich, sind wir gnädig, machen wir 'ne 4 raus, ja, weil er den, sonst war es ja okay so. Er war ballsicher heute, ja, hat nicht so die riesigen Ballverluste gehabt, was er sonst die letzten Spiele schon hatte. Was heute trotzdem wieder schlecht war, die Rückwärtsbewegung war 'ne Katastrophe, ja. Dieses auch auch dieses am eigenen 16er dann dieses Alibimäßige Hingehen, so: „Ach ja, ah ja, ja, ah, ich bin mal da, ne, ich bin eigentlich doch gar nicht richtig da.“ Im Gegenpressing, ja, wird er einfach überlaufen, Alter. Ja, der macht da einmal irgendwie seinen komischen Ausfallschritt um irgend 'n Ball irgendwie. Alter, das ist, ich habe es, wenn ich Kimmich nicht schon besser gesehen hätte in dieser Saison, ja? Ich kann mal kurz zurückgehen. Warte mal.
Über die Rückrunde brauchen wir nicht reden, da war seine beste Note bisher eine 3. Ja, und das auch nur in 3 Spielen von allen Spielen, die wir gesehen haben. Wenn ich aber mal zurückgehe, dann hat Kimmich eine sehr, sehr gute Phase gehabt. So Spieltag 5, 6, da hat er, ja, 2,5, 3, 2, 2, 2, 4 nicht dabei, 4,5, 3, 5, 3, dann fing es schon an, ja. Also, ich weiß nicht, ob die Mannschaft gerade Kimmich entwächst, um das mal irgendwie in Worte zu fassen, ja. Ich weiß nicht, ob Kimmich noch zeitgemäß ist auf dieser Position für den FC Bayern. Wenn man das gerade sieht, dann nicht wirklich, ja. Und ich glaube, warum Kimmich immer wieder da steht, ist einfach, wenn du dann Tom Bischof hinstellen würdest, 'n Conny Leimer. Ey, selbst 'n Leon Goretzka haben wir gesehen im Spiel davor, wie viel stärker das war, ja? Und jetzt stell dir mal vor, du stellst da wirklich 'n Tom Bischof hin, ja? Der kriegt seine 3, 4, 5, 6, 7 Spiele mal am Stück mit Pavlo zusammen. Alto Belli, ich glaube, dann wirst du den Namen Kimmich nicht mehr in den Mund nehmen müssen, ja? Wird natürlich nicht passieren so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Leistung, die Josh zeigt, ja, sorry, die werden auch, Kompanie nicht verborgen bleiben, ja? Wildes Thema, will ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen, Note 4 für Josh. Gut, kommen wir zu unseren Außenbahnen, die ja heute beide, was das Tore erzielen angeht, ein bisschen unglücklich waren, ja. Ansonsten waren beide aber sehr, sehr ordentlich, fand ich, ja. Da gibt's, weiß ich nicht, Luis Diaz war wie immer präsent, geackert, gerackert, erste Halbzeit bärenstark, viele Läufe gemacht, viele Dribblings versucht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, so ein bisschen, ja, die eine Chance, die er hatte, wurde dann noch geschuppt vorher. Kriegst natürlich keinen Elfer für, oder gehalten wurde er nicht geschuppt. Kriegst natürlich keinen Elfer für, aber dadurch ist er natürlich, nicht mehr richtig an den Ball gekommen, hat ihn trotzdem noch aufs Tor gebracht. Ähm, Note 2,5 von meiner Seite für Luis Diaz. Und für Michael sehe ich einen kleinen Tacken stärker heute, gibt eine Note 2. Hat mir ein bisschen Tacken besser gefallen. Wie gesagt, 2,5 und 2 ist jetzt kein großer Unterschied. Hat mir einfach ein bisschen besser gefallen, was das Kreieren angeht. Ja, hat auch Pech gehabt heute mit seinen Schüssen, ja, muss man ganz klar sagen, auch mit seinen Schussversuchen, die Lücke zu finden. Frankfurt hat das sehr, sehr gut gemacht, die Mitte dicht gemacht. Ja, war trotzdem 'n gutes Spiel von Michael. Gut, dann kommen wir zu Jamal. Ich fand es gut, dass Jamal angefangen hat, habe ich ja auch gesagt. Jetzt ist die Zeit zu gucken, wie weit ist er. Wenn wir das Spiel als Maßstab nehmen, ähm, muss man sagen, ist da noch viel, viel Luft nach oben. Ja, viel, viel Luft nach oben. Also, ich fand das heute nicht gut, ja. Ich gebe heute 'ne 3,5. 'Ne 3 wäre mir noch zu positiv. Ähm, ja, hat 2, 3 gute Aktionen gehabt, grade mit nach hinten arbeiten und so, auch sich mal grade zweite Halbzeit dann auch mal den Ball an der Mittellinie abgeholt, was er erste Halbzeit gar nicht gemacht hat. Ähm, war natürlich auch nicht nötig in der ersten Halbzeit. Aber er konnte vorne nicht wirklich Akzente setzen. Hat einen Schuss gehabt, ja, der den Fonsi da durchgelassen hat. Den hätte Fonsi eigentlich besser selber nehmen sollen, also die bessere Posi. Ähm, ja, komm, ich gehe auf eine 3. Wie gesagt, der Schuss war schon okay danach. Ich erinnere mich noch an ein, 2 Halbzehen. Aber ansonsten leider, er konnte sich nicht durchsetzen. Viel versucht, viele Dribblings versucht, aber immer gegen 3, 4 Mann. Ja, jetzt mal ernsthaft, das brauchst du halt dann auch nicht versuchen, Alter. Man muss halt auch einsehen, wann spiele ich den Ball besser, anstatt mich da irgendwie festzurennen, so, ja. Aber nochmal, er kommt aus einer langen Verletzung, das ist völlig fein, völlig legitim, dass er braucht die Minuten jetzt halt einfach, ja. So, und entweder kommt der Kicker dann jetzt noch rechtzeitig vor den wichtigen Wochen im April spätestens oder halt nicht. Und dann kannst du in wichtigen Spielen, da besser jemand anders hinstellen. Muss man aktuell leider so sagen. Gut, ja, damit kommen wir natürlich wieder zum Man of the Match, ja. Harry Kane kriegt von mir heute eine 1,5. Ich ziehe eine halbe Note ab, weil er 'n Elfer verursacht hat, auch wenn er da nicht wirklich was für konnte. Ähm, ansonsten war er wieder der Man of the Man, ja. Grade das 3:0 in der Phase gemacht, wo Frankfurt
schon stark im Spiel war und eigentlich dran war. Man hatte da so ein bisschen das Gefühl, ja, es könnte gleich so weit sein, dass mal klingelt, dass Frankfurt mal ein paar gute Chancen raushaut. Da hat Harry Kane das 3:0 gemacht und eigentlich den Deckel drauf gemacht, ja. Ja, er hat den Deckel dann 8 Minuten später noch mal aufgemacht mit dem Elfmeter, aber I don't know, Alter. Er wollte den Ball halt rausspielen und der Gegenspieler läuft ihm vorher rein. Er hat ja dann noch nicht mal durchgezogen, ja. Von daher alles gut. Ja, Harry Kane, Man of the Match. Ich denke, da gibt's auch keine 2 Meinungen, Leute. Rico Ito, kam dann rein in der 50. für Alphonso Davies. Ich habe ihn relativ wenig wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir hatten aber auch nicht mehr so diesen letzten Drang nach vorne. Ja, man hat gesehen, 1, 2 nicht ganz so glückliche Zweikämpfe in der Defensive in der Phase, wo Frankfurt so ein bisschen am Schieben war. Das war nicht so gut, wenn man ehrlich ist. Da muss ein bisschen mehr kommen von Ito, denke ich. Von meiner Seite gibt es heute die 3,5. Gut, zum Glück waren die Spieler nicht lange genug auf dem Platz, dass ich sie benoten darf, weil Serge Gnabry kam in der 78. Minute rein. Deswegen benoten wir ihn nicht mehr. Ansonsten wäre es eine Hand in Hand with Josh. Ja, das ist so gerade Gnabrys Motto. Keine Ahnung. Wenn ich reinkomme in der 78. Minute, wo es 3:1 steht, ey, dann erwarte ich, wenn ich als offensiver Spieler reinkomme, dass ich Akzente setze, dass ich was versuche, dass ich anschiebe, aber nicht, dass ich in der Masse untergehe. Ja. So, und das hat Serge getan. Sorry. Ja, vorne einmal war er in der Pose, geht da nicht richtig zum Ball, warum auch immer, keine Ahnung, Angst oder was, weiß ich nicht. Er ist super erfahren. Der teuerste Auswechselspieler dieser Welt wahrscheinlich, ja, mit 15 Millionen. Alter, da warte ich mehr. Wohl, aktuell hat er noch seinen alten Vertrag sehr wahrscheinlich, also ist er noch bei 17 oder 18 Millionen. Ja, sorry, Serge, Alter, dann bring mal was für dein Geld. Punkt. Tom Bischof, ja, viel zu wenig Spielzeit. Ja, kam auch in der 78. Minute rein. Durfte immerhin mal im Mittelfeld ran für Pavlovic. Hat es auch ordentlich gemacht, fand ich. Ja, war gleich drin im Spiel, hat 2, 3 Aktionen gehabt und die letzten 10 Minuten hast du ihn dann auch nicht mehr wahrgenommen. Auch abgetaucht in der Masse irgendwie. Ja, das war mir auch zu wenig. Auch da, ich erwarte, dass man das dann durchzieht, dieses Level. Ja, ich habe ihn dann nicht mehr wirklich richtig wahrgenommen. Ja. Und das für eine zentrale Position. Auch da erwarte ich dann, dass da nochmal ein Tacken mehr kommt. Ja. Gut, dann haben wir unsere Spieler, die in der 90. Minute noch reinkamen, wo wir eigentlich kaum was zu sagen können, obwohl zu Jonathan Tah können wir was sagen. Hat er noch eine gute Szene gehabt, die er geklärt hat. Ja, das war's. Was soll ich zu Jonathan Tah sagen, Alter? Ja, und Leon Goretzka kann ich gar nichts zu sagen, hat nicht eine Szene gehabt. Ich habe ihn nicht am Ball gesehen. Kam halt für den König dann rein. Weiß ich nicht, stand schon in der 60. Minute mal an der Seitenlinie zur Einwechslung bereit, hat man dann wieder umgeworfen, weil, weiß ich nicht. Ja, weil dann auf einmal dann war 3:0 und dann war 3:1. Ach, was weiß ich, keine Ahnung, fragt ein Winnie. Vielleicht kommt die Frage auf der PK, ich weiß es nicht. Ich habe das ganze Wechselwirrwarr da nicht ganz verstanden. Aber sei es drum, 3:2 gewonnen, alles ist gut. Und damit Feierabend. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.